Naja, ich lese euch auf jeden Fall jetzt mal weiter vor. Samuel ist mittlerweile älter geworden und seine Söhne waren nicht geeignet für das Amt als Richter. Es kamen einige Männer aus dem Volk zu Samuel und redeten auf ihn ein. Gib uns einen König! Samuel betete zum Herrn. Gott sagte ihm, erfülle ihren Wunsch, aber warne sie, was ein König für Rechte hat. Samuel erklärte dem Volk, was ein König alles tun kann und dass sie ihm dienen müssen, egal was er befiehlt. Das Volk war aber überzeugt, sie wollten einen König. Einige Zeit später war ein Mann mit seinem Diener unterwegs, um die Eselin seines Vaters zu suchen. Er hieß Saul und war ein schöner und großgewachsener Mann. Ah komm, wir finden doch den Esel eh nicht mehr. Geben wir auf. Der Vater macht sich mehr Sorgen um uns als um den Esel. Ein Moment, Saul. In dieser Stadt wohnt ein Mann von Gott. Er wird sehr verehrt, weil alles, was er sagt, trifft auch wirklich zu. Lass uns dort hingehen. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Ja, aber wie wollen wir zu ihm? Wir haben nichts. Wir haben kein Essen, wir haben kein Trinken. Wir können nicht einfach zu dort hin. Doch, ich habe ein Viertel Silberschekel. Das wird ich am Mann von Gott geben, damit er uns den Weg zeigen kann. Okay, ja, komm. Gehen wir mal suchen. Guten Tag. Hallo. Wissen Sie, wo ich den Prophet Samuel finden kann? Ja, ich bin der Prophet Samuel. Was? Hey, kommt doch zu mir zu Nachtessen. Morgen am Morgen kann ich euch sagen, was ihr wissen müsst. Ja, gerne. Es ist sehr wichtig. Wichtiger als eure Eselin. Um die müsst ihr euch übrigens keine Sorgen mehr machen. Die habe ich gefunden. Wow. Eselin. Also, kommt. Jetzt kommt da hin runter. Ja, hey, auch von meiner Seite ganz ein herzliches Willkommen an den Kids Days. Es ist mega schön, sind ihr alle da. Ich muss so ganz ehrlich sein, ich sehe noch wirklich fast gar nicht wegen dem Licht, aber ihr seht mich, ich vertraue, dass ihr dort rum seid. Haben wir überhaupt jemanden, der da sitzt? Ja! Ich glaube, das hat noch nichts getönt, das glaube ich noch nicht. Ist jemand da? Ja! Ah, okay, jetzt ist es gut gegangen. Hey, mein Name ist Joel, ich darf hier den Kids- und den Jugendbereich leiten. Und eines meiner Jahreshighlights sind die Kids Days, die wir jetzt dürfen feiern. Es war wirklich ein Privileg, mit über 50 Kindern und gerade nochmal so viele Helfer und Helferinnen dürfen die letzten paar Tage gestalten. Und ich freue mich, dürfen wir heute noch ein bisschen Geschichte eintauchen und uns überlegen, was das für uns auch persönlich bedeutet. Und ich möchte mit etwas Kleinem starten, nämlich mit einem kleinen Rückblick. Und zwar haben wir verschiedene Stationen vom Prophet Samuel angeschaut in seinem Leben. Wir haben damit gestartet, dass er ein Geschenk war von Gott. Einerseits an seine Mutter, weil sie hat keine Kinder bekommen und sie ist in den Tempel gegangen und hat zu Gott gesagt, hey, ich möchte so gerne ein Kind, kannst du mir nicht eins schenken? Und Gott hat ihr Gebet erhört und ihr den Samuel geschenkt. Und nachher noch viel mehr Kinder. Und wir haben nachher dann gehört, dass der Samuel eben nicht nur ein Geschenk für sie war, sondern für das ganze Volk Israel. Er hat ihnen ganz viel geholfen, hat für Gerechtigkeit gesorgt und war mit ihnen unterwegs gewesen. Er hat sich von Gott brauchen lassen. Und dort haben wir auch gelernt, dass auch wir ein Geschenk sind von Gott an die Welt, an die Mitmenschen, die wir suchen, mit all unseren Gaben, Talenten, aber auch mit unserer Freundschaft, mit unserer Zeit, mit unserem Lachen, wenn wir uns nicht erinnern mögen, und dass wir das teilen können. Und dann ist es ein bisschen weitergegangen und dann haben wir eine Station von Samuel, wo er mitten in der Nacht plötzlich die Stimme von Gott gehört hat. Und er war dann so im Schlafen und es war nur er und der Eli. Er hat dem Eli ein bisschen geholfen, am Tag durch im Tempel. Und er hört mitten in der Nacht eine Stimme. Und zuerst meint er, es sei der Eli, der ihn ruft. Macht irgendwie noch Sinn, oder? Und nach dem dritten Mal, der Eli vielleicht schon langsam nicht mehr so lässig gefunden, dass er ihn jetzt 3-mal geweckt hat, mitten in der Nacht, sagt der Eli, weisst du was?
Das ist wahrscheinlich Gott. Sag doch das nächste Mal einfach, Gott, der Samuel, dein Diener, los, ich möchte tun, was du sagst. Und er macht das und Gott redet zu ihm. Und wir haben dort gelernt, hey, Gott möchte auch mit uns reden. Und er ruft uns sogar beim Namen. Kennt jeder einzelne Namen von uns. Und je besser wir Gottes Stimme kennen, je mehr Zeit wir mit ihm auch verbringen, desto einfacher ist es auch, seine Stimme zu hören und zu verstehen. Ich will zum Beispiel die Stimme von meiner Frau, würde ich in einer Menschenmenge von hunderten problemlos erkennen, weil wir verbringen so viel Zeit miteinander. Und wir haben das sogar ein bisschen ausprobiert. Dann haben wir eine ganz krasse Geschichte gehabt, wo der Ben mega lässig gefunden hat. Lili, glaube nicht so, sie hat es nicht so cool gefunden. Mega männlich. Und zwar ist es dort um Schutz gegangen. Es ist darum gegangen, dass Gott das Volk Israel beschützt hat. Die haben sich nämlich wieder einmal von Gott abgewendet und haben gemerkt, hey, es ist nicht so gut, was wir da machen. Der Samuel hat ihnen immer wieder gesagt, hey, hört mal, wir müssen eigentlich mit Gott unterwegs sein, nicht gegen Gott, das ist ein bisschen doof. Und sie haben sich alle versammelt und gesagt, weißt du Samuel, wir treffen uns bei Mizpah, das war so ein Ort, und dann wollen wir Gott um Vergebung bitten. Kannst du bitte mit uns mitkommen? Und als sie das gemacht haben, haben sie plötzlich gemerkt, da hat es Philister. Philister, die sind nicht so cool gewesen. Und die haben sie angreifen. Ich möchte mich erinnern, sie haben sich hinter dem Stein ein bisschen versteckt, weil sie recht Angst hatten. Und was haben sie gemacht? Sie haben auch gebetet. Sie haben gebetet, hey Gott, befreit uns, hilf du uns. Und es ist ein riesiges Donnergrollen, wo ich ein bisschen Angst hatte, muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, wieso es gegangen ist. Du nicht? Mega gut. Bist du viel mutiger als ich. Ein riesiges Donnergrollen, wo nachher die Philister vertrieben hat. Und wir haben gelernt, hey, Gott schützt uns. Er ist wie so ein Fels in der Brandung, wenn es um uns herum stürmt, wo wir jederzeit dazugehen können. Es bringt aber nichts, wenn der Fels irgendwo dort steht. Wir müssen effektiv zu Gott gehen und er gibt uns Schutz. Und heute geht es noch darum, dass Gott uns möchte brauchen. Er hat nämlich, der Samuel hat den König Saul gesalbt. Er hat wie eigentlich das Zeichen gemacht, dass der Saul nachher ein König werden soll. Und der Saul war der allererste König vom Volk Israel. Das ist noch eine coole Aufgabe von Samuel, oder? Dass er der König von Israel, der Erste, salben darf. Dass er ihm sagen darf, hey, hör mal Saul, ich habe ein Wort von Gott bekommen, du wirst der König. Saul hat vielleicht ein bisschen Angst gehabt, ich weiß nicht. Schon eine grosse Aufgabe. Aber eine mega coole Aufgabe von Samuel. Und um das geht es in den nächsten 15 Minuten, die ich mit euch noch anschauen möchte. Und für das möchte ich am Anfang noch schnell beten. Hey Vater, ich danke dir, bist du da. Ich danke dir für die letzten paar Tage, für jedes einzelne Kind, das da war, für jeden einzelnen Leiter und auch Tini, der das möglich gemacht hat. Danke dir, redest du zu uns, möchtest du auch mit uns reden? Und so laden wir dich jetzt ein, dass du die nächsten paar Minuten brauchst, wenn wir uns noch überlegen, was die Geschichte für unser Leben bedeuten könnte. Amen. Das sind verschiedene Stationen im Leben von Samuel, die wir angeschaut haben. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, hey, hat das der Samuel echt gewusst, als er so alt war wie ihr? Hat er gewusst, dass er eines Tages Gottes Stimme wird hören? Dass er eines Tages um Schutz wird beten für das Volk Israel und dass er eines Tages vielleicht sogar der König von Israel wird salben? Wer glaubt, dass er das gewusst hat? Ja, nicht wirklich. Wer glaubt, dass er es nicht gewusst hat? Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, Samuel hat keine Ahnung gehabt, als er Kind war, dass Gott ihn so wird brauchen. Und es zeigt für mich wieder einmal, dass Gott so viel mehr in uns sieht, als wir manchmal in uns selber. Oder Gott hat so viel in uns eingelegt. Er hat sich mega viel Gedanken gemacht, wo er uns geschaffen hat. Und es hat einen coolen Bibelvers aus dem Epheser 3,20, wo das schön, finde ich, darstellt. Wo steht, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm bitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Kannst du ihn schnell oben lassen. Oder der Samuel hat keine Ahnung gehabt. Und Gott hat so viel in den Samuel eingelegt, was er noch nicht gewusst hat. Und es steht in der Bibel, hey, Gott kann so viel mehr tun, als wir uns jemals vorstellen können.
Die Kinder sind uns da ein bisschen voraus, die Erwachsenen. Das verlernen wir irgendwann. Ihr seid natürliche Träumer. Manchmal vielleicht ein bisschen Tagträumer. Da hat man eure Aufmerksamkeit in den letzten paar Tagen ein paar Mal wieder schnappen und dann war es gut gewesen. Aber ihr seid gute Träumer. Ihr seid ständig irgendwo am Überlegen, hey, was könnte man noch machen und was wäre cool, was ist mein Traumberuf eines Tages, wo möchte ich mal leben, Traumhaus, Traumfrau, Traum. Oder ihr seid immer eigentlich irgendwo in dieser Fantasie rein. Hey, was wäre möglich? Und wenn wir älter werden, dann verlieren wir das manchmal ein bisschen. Oder wir fangen irgendwann mal an zu arbeiten, man hat eine Familie und mit der Zeit ist man so vielleicht im Alltag rein und man hört auf, sich zu überlegen, hey, was könnte Gott eigentlich noch alles in meinem Leben machen? Die Bibel sagt uns, er kann so viel mehr machen, als wir uns jemals vorstellen könnten. Und ich frage mich, was in unserem Leben passieren würde, wenn wir ein bisschen mehr träumen würden. Wenn wir ein bisschen mehr vielleicht wie Kinder werden würden. Und was Gott würde fragen, hey, was willst du in meinem Leben machen? Und dann mal schauen, was er sagt. Wir haben ja gehört, Gott möchte mit uns reden. Und mein erster Punkt eigentlich vom heutigen Tag ist, hey, träum weiter. Wir haben ein mega cooles Lied gesungen, träum weiter. Und das werden wir nachher auch noch singen zusammen. Ich finde es mega lässig. Hey, träum weiter, Gott hat einen Plan für dich. Oder er hat so coole Sachen für euch parat in eurem Leben. Und das andere, was ich euch noch mitgeben möchte, ist, vielleicht habt ihr gemerkt, es hat da ganz viel Platz zwischen ihnen. Oder? Ganz viel Platz, so ein bisschen Zwischenraum. Und das war ja nicht einfach leer gewesen. Der Samuel hat ja zwischendurch gleich Sachen gemacht. Und wir lesen dort im 1. Samuel 2,11, das ist ganz vom Anfang, eigentlich gerade nachdem der Samuel geboren worden ist, bringt Hannah nämlich ihm zum Elkana. Und da lesen wir dort Folgendes. Danach reisten Elkana und Hannah wieder zurück nach Rama. Der Junge aber blieb beim Priester Eli und wurde unter seiner Aufsicht ein Diener Gottes. Und dann hören wir ein Weilchen lang nichts mehr. Wir wissen nicht genau wie lange, aber der Samuel, das riesige Geschenk, und dann steht einfach, hey, er ist ein Diener Gottes nachher geworden. Und irgendwann, ein bisschen später, als er ein bisschen älter war, hat er den Moment gehabt, wo er Gottes Stimme gehört hat. Und das ist noch ein paar Mal passiert. Wenn ihr in der Geschichte, in der Bibel mal weiterlesen, hat es immer so Zwischenzeiten, wo einfach nichts steht über den Samuel. Es steht, aha, und nachher hat er ein bisschen regiert und hat geschaut, dass es dem Volk gut gegangen ist. Und das sind vielleicht 5, 10, 15, keine Ahnung, wissen wir nicht, wie lange es gegangen ist. Und dann war irgendwann mal wieder so ein Moment gewesen, wo man gesehen hat, wie er gewirkt hat mit dem Schutz. Oder ein mega krasser Moment. Wow! Und dann ist wieder lange nichts passiert. Zumindest von außen. Bis er irgendwann den König gesagt hat. Und nachher ist es dann noch ein bisschen weitergegangen. Vielleicht könnt ihr die Geschichte selber mal noch weiterlesen. Und die Zwischenräume sind aber nicht leer. Oder? Der Samuel hat jeden Tag im Tempel gedient. Ist jeden Tag in den Tempel gegangen, hat dem Eli geholfen und hat sich dort von Gott brauchen lassen. Er hat dem Volk geholfen, er ist am Montag in den Tempel, Dienstag in den Tempel, nachher und so weiter. Er war jeden Tag im Tempel und hat Zeit mit Gott verbracht. Und irgendwann war so ein Moment, wo man wieder gesehen hat, ah krass, der Samuel, mega cooler Typ, hört Gottes Stimme reden. Und nachher ist es wieder ein bisschen leiser geworden. Und er war einfach wieder am Dienen gewesen, ohne dass gross etwas Spektakuläres passiert ist. Bis eines Tages der Moment mit den Philister war, wo er um Schutz gebeten hat. Und dann hat man den Samuel wieder gesehen. So, krass, Gott ist mega am Wirken durch den Samuel. Wow! Und dann ist er wieder zurückgegangen und hat einfach dem Volk gedient. Sehr unspektakulär. Viele Jahre ist gar nichts gestanden von ihm. Und die Zwischenräume aber, oder? Die sind ja nicht leer. Sondern jeden Tag hat er Zeit mit Gott verbracht. Jeden Tag hat er sich Gedanken gemacht, hey, Gott, was möchtest du? Was möchtest du in meinem Leben machen? Was möchtest du im Volk machen? Um mich herum und durch mich durch. Und ich glaube, Gott wirkt ganz viel im Kleinen und im Verborgenen. Es steht in der Bibel, dass Gott auch die Sachen sieht, die im Verborgenen sind. Und vielleicht für euch Kinder, in eurem Alltag hinein,
Wie der Samuel, als er noch ganz klein war, hat er einfach Zeit mit Gott verbracht. Und hat gelernt, hat auf Gottes Stimme gehört. Und jetzt sind Kids Days dann fertig, schon bald. Wir haben noch eine mega coole Erlebniswelt, wo wir nochmal reingehen dürfen. Aber morgen, vielleicht die eine übermorgen, fängt dann irgendwann die Schule wieder an. Und dann geht das vielleicht gerade ein bisschen in den Hintergrund. Oder? Kids Days sind vielleicht einer von diesen Orangen, wo so ein cooler Moment ist. Aber ganz viel passiert zwischen ihnen. Hey, bleibt dran, macht weiter. Mal auf Gottes Stimme zu hören, mal die Bibel zu lesen, mal Gott zu fragen, mit ihm zu beten, zu reden, zu hören. Es kann mega viel passieren. Und vielleicht für euch Erwachsene, hey, manchmal hat man vielleicht das Gefühl, es passiert nicht wirklich viel in unserem Leben. So zwischen diesen Highlights, wo man Gottes Wirken mega spürt. Und Gott ist genau gleich am Wirken. Er ist genau gleich Sachen am Machen, wo dann eines Tages plötzlich ein Moment kommt, wo er merkt, hey, jetzt ist Gott um mich am Wirken. Oder jetzt ist Gott in meinem Leben am Wirken. Aber es braucht die Zeit zwischen ihnen. Und in dem Kleinen, in dem Alltäglichen steckt so viel Wert. Mach weiter. Mach weiter. Das ist der zweite Punkt. Und dann, oder, die einen haben es schon gecheckt, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und dann gibt es so ein Domino. All die kleinen Sachen führen zu diesen grossen Momenten. Und Gott möchte uns brauchen. Genau. Gott möchte uns brauchen. Und es braucht die grossen Momente, aber es braucht eben auch die kleinen Momente. Und es braucht, dass wir träumen und uns überlegen, hey, was ist überhaupt möglich? Gott ist grenzenlos, er kann so viel machen. Sagt dem links doch einmal, hey, Gott möchte dich brauchen. Sehr cool. Und jetzt dreht ihr euch zum anderen um und sagt, hey, dich im Fall auch. Grandios. Hey, Gott möchte uns brauchen. Ob im Grossen oder im Kleinen, Gott möchte uns brauchen. Ich möchte zum Schluss noch beten und dann gehen wir nochmal in 2 Lieder, wo wir genau das Träumen weiter nochmal singen dürfen. Hey Jesus, ich danke dir, bist du da, ich danke dir. Ja, möchtest du auch mit uns zusammenarbeiten? Bist du im Verborgenen, bist du aber auch im Grossen, in dem Spektakulären und bist du mit uns unterwegs? Und wir danken dir, hast du einen Plan für unser Leben. Wir geben dir jetzt den Rest von dem Tag noch an. Im Namen Jesus. Amen. Amen.